Beim Bier, gerade wie beim Wein, da bleibt den Alkohol. Und das, was du könnt, das ist ein bisschen eklig. Joseph, du willst aus Barthoher Bier brauen. Für mich nicht zu sehen aus Hefepilzen, aus Dingen an aus meinem Bart. Hast du dir gelassen? Nee, das ist gar nicht. Ich kann gucken, dass da mal hin. Da ist ein Mikroskop. Und kann in den Barthoher angucken. Aber ja, alle Menschen haben ganz so Mikroorganismen auf unserem Körper. Und das sind an der Hauptsache Bakterien, aber da sind aber auch ein paar Hefen dabei. Ja. Die sehen aber bald nicht im Mikroskop, vielleicht. Ich bin froh, dass nicht mein ganzer Körper scannt. Aber für was gerade aus dem Bart? Ja, ein Bart, du hast ein bisschen feucht und auch ein bisschen schuckelig. Und da tun die Mikroorganismen besonders gern. So, da kommt alles schon mal hier trimmen. Okay. Jetzt mal ein ganz rasiert hier. Und du bist sicher, dass das klappt? Ja, aber das will ich an meinem Experiment von Haut eben probieren. Vergarre mich aber nicht. Ja. Voilà, das habe ich durchgehört. Ja, dabei muss ich sagen, dass schon ein amerikanischer Braumeister das heute für mir versicht hat. Aber bon, den hast du den ganzen Tag natürlich auch Kontakt mit Malz und mit Hab, wo auch Hefen drauf sind. Und den hat der Hefe wahrscheinlich am Bart. Und ich will eben herausfinden, ob es möglich ist, mit einem Bart, der nicht viel mit Bier in Kontakt ist, ob ihn da auch ein Bier rauskriegt. Da bin ich gespannt, ob das klappt. Naja, das ist auch mehr. Ich muss für dich die Hefe raufkriegen und du holst mal Halle. Ciao. Hefzellen sind ähnlich wie so Menschenzellen, just viel mehr komplex. Und die wurzeln immens gut in den Laborskonditionen und dafür kann man ganz einfach Tests mit denen machen. Forscher op der Uni Belval nutzen Hefzellen für die Recherche rare Krankheiten. Sie können nun hin genetische Krankheiten simulieren und die Wirkung von Medikamenten drauf testen. Die Hefzellen dienen dabei als Modell für menschliche Zellen. Salut Jeff. Salut Joseph. Du hast viel Erfahrung mit Hefzellen, aber das ist die erste Kehr, dass die Hefzellen aus Barthoher isoliert sind. En effet, on n'a jamais fait ça, mais on va le faire avec plaisir et je suis sûr que ça va bien marcher. On a préparé ici un milieu de culture pour multiplier les quelques levures qu'il y a dedans. Und Bakterien, die ich am Bart habe, die sind aber auch darüber. Oui, donc pour ça, en effet, il y a des bactéries qui sont aussi présentes et on va ajouter un peu d'antibiotiques et de l'alcool. Et donc ça va permettre aux levures de se multiplier. An Bakterien, die sterben. Voilà. Hierfür sind aber ein ganzer Kopf zusätzlich Schritt nötig. Nachdem sich die Barthefe vervielfältigt tun, gehen sie noch per Deeg auf Placken mit Nährboden abgedrohen. Das gehen dabei idealen Temperaturen wurzelgelos, bis dass sie groß genug sind, für damit weiterzuschaffen. Ja, das ist schon eine riesige Kunst, die die Forscher hier beherrschen. Für ein paar Tage und ich bei Barthoher aufgehen, und hier sind über 4 verschiedene Hefkulturen gewusst. Und die gucken wir jetzt mal in das Mikroskop an. So, am längsten können wir mit den dritten Hefen Bier machen. Eh bien Joseph, il y a plusieurs centaines d'espèces de levures, donc c'est difficile à dire, mais on peut déjà voir ici, on a comparé des levures d'aujourd'hui et des levures de brasserie, et on voit qu'elles sont quand même fort différentes. Ja, Tatsache, sie sind viel mehr klein, meine Hefen, wie die anderen, da bleibt das spannend. Voilà, und hier ist Barthef dran konzentriert. Und das riecht auch richtig nach Hef, also eigentlich gar nicht eklig. Und da kann ich zum Beispiel Brot backen, weil ich aber lieber Bier habe, gehe ich mal heim an die Brauerei. Ja, hier dieser Küfe, du hast vereinfacht gesagt eine Zuckerlösung, die aus Malz und aus Hab gemacht ist. Und meine Barthefen, die transformieren den Zucker an Alkohol und an CO2. Und dabei entstehen auch verschiedene Aromen. So, die Frage, die sich stellt, können meine Barthefen das überhaupt machen? Das heißt, haben sie den Malt überhaupt gern? Und sind die Aromen, die dabei entstehen, auch gut? Salut Joseph. Salut. Bon, honnêtement, je ne sais pas si ça va donner quelque chose avec ta levure de barbe,
Il y a une petite réaction avec cette solution d'extrait de malt. Et puis on va tenter quand même d'ensemencer notre Black Widow et donc avoir 2 différents types de bières, on espère, dans 2 semaines. In der Mikrobrauerei do machen sie Experimente mit ganz viel verschiedenen Hefen, aber du hast wichtig, dass den nicht direkt an der großen Küche möchte. Oui, bonjour Joseph. Donc comme tu le dis, il existe beaucoup de types différents de levures. Certaines sont plus agressives que d'autres. Au niveau de ta barbe, franchement, on ne connaît pas vraiment le résultat que ça va donner. On ne voudrait pas trop contaminer un futur brassin. Okay, maar das ist, wir machen immer ganz wenig Biertbier, also der Bergbier. Und kriegen sie also nicht am Supermarkt zu kaufen. Und dabei habe ich mal so viel mehr gehen für ein schönes Etikett zu designen. Tja, auch mit einer schönen Etikett weiß ich nicht, ob überhaupt ein der Bergbier kaufen will. Recht beim Gärprozess dezidiert sich, ob es wirklich ein Bier gibt. Tief geht mal ob der Brauerei ihrer dunkler Malzlesung umgesetzt, und der Rest bleibt aber auf einer leicht verdaulicher renger Malzlesung. Und Joseph, wie gesagt, aus mit dem Bergbier. So, das heute ist den fertigen Bergbier, allerdings just den hellen, den hier in der Flasche ist. Den dunklen Bergbier, den ist nicht gehen, den ist irgendetwas schiefgegangen, der stinkt mega. Und schau das echt, der Joseph was du klein Bette beim Biersommelier Ralf Schmidt. Hi, sieht gut aus. Ja, Das ist gut schmeckt. Das sind richtig guten Bier, Söffischen, von denen kann ich noch mehr trinken. Ja, ich muss aber sagen, dass das ein Test war. Das war ein richtiger Bier von hinten. Der Bergbier, den habe ich noch hier, das sind aus den Schwarzen, der können ein riechen an der Welt. Hast du dir gelassen? Den anderen ist aber etwas gehen. Streng geholt aus der Bier nicht mit den Hefen aus Eisen Wert gemacht gehen, aber von den Urahnen von denen Hefen. Also der Bier, der war eigentlich nie mit meinem Berger Kontakt. Also wir sind als Biersommelier ein bisschen darauf getrimmt, immer nichts Schlechtes über den Bier zu sagen. Ich mache doch ein bisschen nur ganz leicht nur Aprikos. Und hört gar kein Kohlensäure von den Bier sind immer weit weg. Ja, so in relativ ganz allen Äpfeljus, den ich meine, das wäre eine No-Beschreibung von dem dort Bier. Der war ganz furchtbar. Das Rezept für Nutze lesen, das fand ihr auf pisa.rtl.lu. Hallo Joseph, hi. Das ist mein Schritt viel Alkohol dran, aber viel Aromen. Genießt. Riecht gut, hä? Ja. Ja. Nee. Nee, kann nicht alle Experimente gelingen. Heute ist definitiv schief gegangen. Naja.